Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten sich die Füße platt. Ja, das kennt jeder. Oder auch die Telefonnummer 32 16 8, die Telefonnummer von der Rosi. Jeder weiß es in Bayern, weil das Lied, wo das vorkommt, Skandal im Sperrbezirk von Spider-Murphy-Gang, das kennt wirklich jeder bei uns. Aber die allerwenigsten kennen den Hintergrund. Das Lied basiert auf der Olympiade 72, da ist das angegangen, da hat Minger, wo vorher in der Innenstadt viel Bordelle gehabt hat, wo davor die Nutten rumgestanden sind. Das hat es gegeben in Minger, in der Innenstadt ziemlich oft, und Olympiade 72 im Vorfeld, da hat man gesagt, das muss jetzt weg, wir wollen in der Weite einen guten Eindruck machen. So soll das katholische Minger nicht ausschauen. Das wollen wir unsere Olympiagäste nicht tun. Und so ist die Innenstadt oder eigentlich die ganze Stadt ein Sperrbezirk geworden. Also Sperrbezirk heißt gesperrt für Bordelle und für Straßenstrich, für alles, was damit mit käuflichen Sex zum Tor hat, praktisch. Und um das geht es in dem Lied. Das Lied ist eigentlich erst 10 Jahre später entstanden, weil halt die politischen Diskussionen über den Sperrbezirk, die sind weitergegangen. Und auch viele Jahre nach der Olympiade hat es immer noch einen Haufen Leute gegeben, die wo die Gesetze da immer noch mehr verschärft haben wollten. Und so ist es passiert, dass über das Thema dann Spider-Murphy 1981 ein Lied rausgebracht hat, und das ist ein bayerischer Klassiker geworden. Das Lied war auf der 3. Platte von Spider-Murphy, die hat Dolce Vita geheißen, und die Platten war so der große Durchbruch, kann man sagen, für die Band. Eine wirklich super Scheibe. Und gleichzeitig, was natürlich Spider-Murphy, muss man sagen, auch geholfen hat, zur gleichen Zeit war Neue Deutsche Welle. Da sind im Radio ein Haufen Lieder gelaufen mit deutschem Text und auch in die Charts von Markus, Ich will Spaß, oder von Peter Schilling, Major Tom, völlig losgelöst. Nena und Falco sind damals auch ganz groß rausgekommen und haben ihre großen Hits gehabt, und da hat Spider-Murphy super dazu passt und ist dann überall gespielt worden und bekannt worden, kann man schon sagen, in ganz Deutschland. Und natürlich absolut Kult worden bei uns in Bayern. Ein Haufen Hits sind hernach dann auch noch gekommen von Spider-Murphy, weil die spielen ja jetzt schon ganz lang, und da war jetzt nicht die eine Scheibe eine einzige gute Scheibe, sondern die haben wirklich massenweise gute Sachen produziert, wo im Radio laufen, wo jeder kennt. Wir sind eine bayerische Band, Vierte Gott Elisabeth, Ich schau dich an, Schickeria natürlich. Schickeria, das Lied über die Partyszene in München. So eine starke Nummer. Und für mich eines von den schönsten Lieder, das ist jetzt vielleicht nicht so bekannt, aber so typisch Spider-Murphy, und was ich voll cool finde, ganz eine coole Nummer ist Sommer in der Stadt. Wenn ihr jetzt einmal Zeit habt, hört da mal rein. Das ist wirklich ganz cool, ganz relaxed. Super Nummer. Hört euch das an. Seit Jahrzehnten, kann man sagen, ist Spider-Murphy einfach ein Teil von unserer bayerischen Kultur. Die haben sogar einen Platz gekriegt in dem nahen Haus der bayerischen Geschichte in Regensburg, und große Bands wie sogar Metallica. Wenn Metallica in Minga spielt, im Stadion, dann covern die Spider-Murphy-Songs.
Das ist unglaublich, kannst du im Internet anschauen. Metallica spielt Skandal im Sperrbezirk und auch Schickeria. Coole Kiste. Die Zeit vergeht natürlich und die Band ist 1977 gegründet worden. Also haben die tatsächlich nächstes Jahr schon ein 50-jähriges Jubiläum. Und die spielen immer noch. Ja, man muss schon sagen, die Musiker haben schon öfters gewechselt, aber 2 Leute sind von Anfang an dabei. Das ist der Günther Siegel, der Sänger, Frontman, spielt Bassgitarren und ist auch der Komponist von den meisten Sachen. Und an der Gitarre der Barney Murphy, der ist auch schon von Anfang an dabei. Nächstes Jahr möchte ich auch noch sagen, ist nicht nur das Bandjubiläum, sondern der Günther Siegel, der Frontman von der Band, der ist 1947 geboren und nächstes Jahr, also 2027, wird der schon 80 Jahre alt. Und was ich so gesehen habe in letzter Zeit, Interviews und so weiter, ist er immer noch fit. Gratulieren tue ich natürlich jetzt heute nicht im Voraus, das macht man nicht. Aber ich wünsche unserer alten Kultband trotzdem für ein Jubiläum nächstes Jahr 2027 alles Gute und hoffe, dass es noch recht lang weitergeht mit Spider Murphy und dem bayerischen Rock'n'Roll. Danke. Wenn es euch gefällt, das Video, und wenn ihr darauf steht, dass da einer auf Bayerisch redet auf YouTube, dann lasst ein Like da oder noch besser, der zu abonnieren. Das würde mich wirklich freuen. Danke.